Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Vorbereitungsspiel gegen den FC Liverpool in Singapur. Wie immer in der Vorbereitung mache ich Halbzeit für Halbzeit, weil wahrscheinlich wieder sehr viel durchgewechselt wird, wenn nicht sogar wieder komplett. Ja, ich denke, vom Ergebnis her können wir zufrieden sein. Ansonsten hatte ich schon zwischendrin die Befürchtung, dass es jetzt ganz über den Jordan geht. Also für mich hat Liverpool die ersten 30 Minuten auf jeden Fall den viel frischeren Eindruck gemacht. Einfach gedanklich schneller, haben einfach den fitteren Eindruck auch gemacht, haben sich viel mehr bewegt, auch wenn sie den Ball mal verloren haben, wenn wir den Ball mal hatten, war Liverpool ruckzuck hinterm Ball mit allen Spielern. Und natürlich, ja, das, was Liverpool kann, die Kontergefahr war natürlich da, aber Liverpool hat ansonsten auch gut gespielt. Natürlich direkt in der zweiten Minute kalt erwischt. Darf so nicht passieren. Ja, müssen wir uns nichts vormalen. Durch einen einfachen Doppelpass, da sah Pavard und Opa beide nicht gut aus. Dann das 2:0 an der Ecke, wie man Van Dijk da so frei lassen kann, I don't know. Ich meine, wenn man schon Raumdeckung spielt, dann sollte man aber wenigstens den Raum auch decken. Da war auch keiner in dem Raum. Keine Ahnung, kann mal passieren, darf nicht passieren, ist passiert. Ja, da hatte man zwischenzeitlich schon so das Gefühl, Liverpool hat alles im Griff. Ja, aber dann ein bisschen Glück gehabt. Gnabry hat den Ball nicht richtig getroffen. Vielleicht auch zum Glück. Ja, deswegen ist er reingegangen, alles gut. Bis dahin war Gnabry sehr blass. Das Tor hat ihm aber auch schon gegeben, muss man sagen. Danach war er besser. Mathys Tel hing auch lange Zeit in der Luft. Wir haben uns nach vorne ganz schwer getan, wenn Liverpool sich zurückgezogen hat. Haben wir gar keine Ideen gehabt, haben wir viel zu langsam gespielt. Immer wieder quer und nach hinten. Kimmich hat gar keine Ideen gehabt oder Musiala war noch so ein bisschen der Lichtblick, aber wie gesagt, Liverpool war fitter, stand direkt wieder hinten drin und da hatten wir keinerlei Ideen, waren viel zu langsam. Aber dann nach dem Tor Gnabry ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Taylor dann das zweite Tor super eingeleitet. Ja, das war dann auch Sanés Highlight, sonst hast du vom Sané gar nichts gesehen, meines Erachtens nach, aber ja gut, den hätte auch jeder andere reingemacht, quergelegt, eingeschoben. Ja, von daher können wir vom Ergebnis her zufrieden sein. Die letzten 10, 15 Minuten waren auch okay. Vorher war es echt schwierig. Ja, darf man jetzt nicht überbewerten. Wie gesagt, Vorbereitung für mich, Liverpool hat den fitteren Eindruck gemacht. Jan Sommer wieder Katastrophe. Ja, muss man auch mal klar sagen. Weiß ich nicht. Ich meine, er hat noch niemals den Pass über 5 Metern auf den Opa hingekriegt, im eigenen Strafraum, wo er querlegt. Allein dadurch ist ein Tohuwabohu entstanden. Ganz schwierig. Bester Mann auf dem Platz für mich war Min-Jae. Hat den Pass gespielt zum 1:2. Ansonsten sehr viele Diagonalbälle, guter Spielverlager, die kamen alle an. Defensiv gegen Mo Salah auch einmal super verteidigt. Ansonsten noch 2, 3 sehr gute Verteidigungsaktionen gehabt. Fonsi auch einen verbesserten Eindruck meines Erachtens nach, wiegt auch frischer, fitter, hat es auch ordentlich gemacht. Ja, und Leimer war für mich wieder mehr der auffälligere Spieler von beiden als ein Kimmich. Ja, der Rest war so dahin geplätschert, würde ich sagen. Opa teilweise wieder sehr unsicher gewirkt, Pavard als Rechtsverteidiger jetzt auch keine Leuchte. Ja. Das Problem, was ich sehe, oder was wir die ersten 30 Minuten hatten wir eigentlich die kompletten 45 Minuten. Das Pressing. Wir haben keinerlei Koordination beim Pressing. Ja. Mal hast du einen, der mal anläuft irgendwie. Wir haben es, glaube ich, einmal geschafft, dass mal 3 Leute gleichzeitig gepresst haben. Da wurde es dann mal ein bisschen spannend für Liverpool. Aber ansonsten konnte Liverpool sich den Ball da hin und her schieben, ohne dass mal irgendwie mal ein vernünftiges Pressing von uns da vorne kam. Ja. Gnabry, Sané, Pressing absolut null vorhanden. Tell läuft sich da teilweise die Hacken, indem er versucht, irgendwelche Räume zuzulaufen. Der einzige, wo du das gesehen hast, war Musiala und Leimer. Ja, Musiala kann man auch noch erwähnen. Wie gesagt, habe ich ja auch schon, der war noch ein bisschen auffällig. Das war's zur ersten Halbzeit.
Warum heute ein Upa auf dem Platz stand, I don't know. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was mit De Ligt ist. Ja, ich hätte schon De Ligt und irgendwie Min-Jae sich ein bisschen einspielen lassen. Auch Pavard als Rechtsverteidiger fühle ich gar nicht, verstehe ich nicht. Pavard will weg, weiß ich nicht, was der da jetzt aufläuft. Dass man nicht Mats Rui da aufstellt, verstehe ich. Die Leistungen waren sehr durchwachsen. Ernst, stell doch einen Stanisic dahin. Was ist denn das Problem? Dann stell doch mal die beste erste Elf auf, die du hast aktuell. Und das ist auf jeden Fall nicht Upa und nicht Pavard als Rechtsverteidiger. Ja? Nach den gezeigten Leistungen, die wir gesehen haben in den Spielen, hätte es Stanisic verdient als rechter Verteidiger und auf jeden Fall hätte De Ligt mit in der Innenverteidigung stehen müssen. Ich glaube auch, dann wäre das erste Tor definitiv nicht so gefallen. Aber gut, klugscheißen im Nachhinein können wir immer. Vielleicht wollte auch einfach noch ein paar etwas stärkere in der zweiten Mannschaft haben, keine Ahnung. Wir werden sehen, ob jetzt wieder ein kompletter Wechsel kommt in der zweiten Halbzeit oder nicht. Ja. Fazit erste Halbzeit, Ergebnis okay. Erste halbe Stunde sehr schwach von uns. Letzte Viertelstunde etwas verbessert aber nochmal, ich denke, man hat gesehen, dass Liverpool auf jeden Fall weiter ist. Von der Fitness her. Zumindest hat es mir so einen Eindruck gemacht, auch wenn wir zur gleichen Zeit in die Saison starten. Vielleicht war unser Training einfach konditionell härter oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. Am Ende steht das 2-2 in der ersten Halbzeit und wir gucken mal, was die zweite Halbzeit bringt. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, Leute, da haben wir doch auf jeden Fall noch ein torreiches Spiel gesehen, wa? Also 4-3. Ja, mit einem wunderschönen Tor vom Kretzig. Ich denke, ja, zweite Halbzeit haben wir die komplette Palette gesehen. Wir haben das Hinplätschern gesehen. Wir haben gesehen, dass wir ein bisschen schwächer waren. Dann waren wir wieder ein bisschen stärker. Natürlich bedingt durch die vielen Wechseln auf beiden Seiten. Also bei uns hervorzuheben, würde ich sagen, King auf jeden Fall und Kretzig auch. Kretzig defensiv natürlich ein paar Schwächen gehabt. Hat man dann gesehen gegen Salah, die wohl Liverpool eine ganze Zeit über die rechte Seite kam. Deswegen kam dann auch nochmal Bunazar rein, der aber leider auch wieder Totalausfall war. Ja, Ole hat uns im Spiel gehalten, ne? Mit 1-2 Aktionen. Ja, und dann haben wir halt das Quäntchen Glück gehabt. Aber Kretzig hat sich auch verdient, hat die in allen Testspielen war er sehr auffällig, gerade offensiv. Ja, keine Scheu gehabt, einfach losgelegt. Pavlovic, genau, war heute auch wieder souverän. Die Jungs haben es echt gut gemacht. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt's ja mal ein bisschen Druck, vielleicht wird er ja mal mitgenommen und wenn du ihn als linken Außenbahnspieler aufstellst im Mittelfeld, ne? Mit der Unbekümmertheit, warum nicht? Einfach mal reinwerfen, wenn die Etablierten nicht aus dem Knick kommen sollten. Ja, ansonsten gibt's nicht so viel zu sagen. Es war ein interessantes Spiel, es war, ja, ich denke, da auf Augenhöhe ein Spiel, hat man gesehen. Auch wenn Liverpool, wie ich schon sagte, so die erste halbe Stunde für mich klar besser war, wirken sie einfach spritziger. Hinten raus, ja, haben wir da ein paar fittere Spieler gefühlt gehabt. Zumindest die reingekommen sind. Von daher, ja, 4-3, ich denke, ja, das, was die Spieler können, haben sie gezeigt. Stanisic hat das Tor gemacht. Stand da auch wieder richtig. Aber vorher auch schon De Ligt den Kopfball gut gemacht. Super Freistoß übrigens auch von Ibrahimovic, muss man auch mal sagen. Wenn man sonst so unsere Freistöße sieht, ne? Von daher. Ja. Singapur Trophy, wie auch immer, Alter, gewonnen. Ich sehe gerade noch hier nebenbei, dass Kretzig noch irgendeinen Pokal bekommen hat. Wahrscheinlich für Spieler des Spiels, was entscheidende Tor gemacht hat oder was. Ja, hat für seine Verhältnisse auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Wir haben ein interessantes Testspiel gesehen, viele Tore. Ja, auch ohne Stürmer dann in der zweiten Halbzeit. Ja, lässt jetzt nicht irgendwie große Schlüsse zu, müssen wir uns nichts vormachen. Es war im Gegensatz zu den anderen Spielen einfach mal ein schöneres Spiel anzugucken, weil wir einfach mal 7 Tore gesehen haben und nicht nur so 0-1 oder so ein
1-2 gekrebselt, war einfach mal ein bisschen schön. Und man hat gesehen, der eine oder andere Spieler, ich denke gerade Fonsi, auf jeden Fall gesteigert in den Spielen, ja. Kimmich, ja, weiß ich nicht, war heute ähnlich unauffällig, war noch ein bisschen unauffälliger wie die Spiele davor. Ist vielleicht aber auch ein gutes Zeichen, vielleicht einfach die Jungs gut austrainiert. Wir werden es sehen. Wir haben jetzt am Montag nochmal ein Testspiel gegen Monaco in Unterhaching und dann am Samstag ist das Supercup-Spiel gegen Leipzig und ich denke, nach dem Supercup-Spiel sind wir alle ein bisschen schlauer. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi.